Hallo zusammen, ich hoffe, euch allen geht es genauso gut, wie es mir gerade geht, weil es ist so wunderschönes, frühlingshaftes Wetter, dass man einfach nur gut gelaunt kann sein bei dieser ganzen Sonne. Einfach herrlich. Und jetzt ist natürlich auch wirklich wieder Zeit, wo die ganzen Frühlingseinkäufe anfangen. Aber auch der Winter Sale ist von letztes Jahr, zum Beispiel im H&M. Und ich habe mir 2-3 Sachen gekauft, die ich mega gerne mit euch möchte teilen. Und zwar einerseits ist das der Hut hier. Den habt ihr sicher auch schon auf einem Video gesehen, auf einem Foto. Ich bin ja schon wirklich, also ich liebe Hüte. Erstens mal das. Und ich muss sagen, ich bin schon wirklich seit längerer Zeit jetzt auf der Suche nach einem Hut, den ich auch so ein bisschen zu allem anlegen kann, der aber nicht schwarz ist. Und ich muss sagen, ich bin mega Fan von dem. Von der Farbe her, ich finde ihn hure schön. Und man kann ihn wirklich eigentlich zu allem kombinieren. Ja, jetzt vielleicht nicht so zu pink oder so. Würde sich auch ein bisschen beißen. Aber als ich den gesehen habe, dort hängen im H&M, im Ausverkauf, habe ich gedacht, okay, nein, den musst du jetzt also kaufen. Weil, schau das mal an, es ist einfach hure fresh. Und es ist zwar vielleicht einer, wo man eher so ein bisschen in Herbst reindenken von der Farbe her, vom Grau und so weiter. Aber ist mir im Fall gleich. Und vor allem noch ist eigentlich Winter. Und wenn es mal ein grusiger, grauer, verregneter Tag ist, ganz ehrlich, dann kann ich das sogar im Sommer anlegen. Und dann habe ich so gedacht, hey, du wärst ja blöd, oder den nicht mitnehmen würdest. Immerhin hat er wirklich statt 40 Franken im H&M nur noch 12 gekostet. Ja, und jetzt ist er hier. Oh, mein Baby. Und ich habe so Freude, weil ich ihn mega feiere. Und ja, ich bin jemand, der nicht sehr gerne Schirme hat. Von dem her passt das wunderbar. Das ist für meine Frisur blatt. Egal. Als nächstes kommen wir zu dieser mega schönen kleinen Tasche. Die habe ich auch im H&M gekauft im Sale, also wirklich im Wintersale. Und statt 50 Franken hat sie nur noch 20 gekostet. Und also erstens habe ich noch keine rote Tasche gehabt. Und zweitens ist ja Rot jetzt gerade auch im Sommer, Frühlingssommer, mega im Trend. Und ich finde es auch mega schön vom Leder her. Also das hier ist wahrscheinlich Kunstleder, aber das hier, das ist Wildleder. Das merkt man, das ist echt. Und ich muss auch sagen, ich habe ein paar rote Schuhe, die ich Halloween, also Silvester hatte, die rot sind. Und zwar wirklich teilweise aus Lack und teilweise aus Wildleder bestehen. Und das ist natürlich geil, das passt jetzt super gut, Mann. Und ja, sie ist mega süß zum Auftun. Es ist ein bisschen komisch, es ist nicht so einfach. Man muss es hat hier so 2 so Dinge. Hier. Und es ist aber, der funktioniert nicht und der funktioniert schon. Fragt mich nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall, innen nachher ist sie recht unspektakulär. Es hat nur ein Fach. Aber who cares, wenn man in den Ausgang geht, reicht das absolut. Oder einfach mal in die Stadt einen Kaffee haben oder so. Mit einer wunderbaren Kette dran. Oben natürlich noch so für die Schulter so ein Lederimitat-Teil. Und ja, ich muss sagen, es passt jetzt vielleicht nicht zum Blau vom Pulli, aber ich freue mich schon, die auszuführen. Oh ja, das wird heiß. Jetzt habe ich etwas total Frühlingshaftes für euch. Habt euch fest, frühlingshafter geht es gar nicht. Ja, es ist schon wieder eine Tasche, weiss. Aber nein, es ist nicht eine Tasche, es ist ein Rucksack. Das ist legitim, das ist erlaubt. Und ja, sie ist auch wieder rot unten, oben rosa-rot. Also eine Farbkombi, wo man sich ja früher so gedacht hat, wer hat die angelegt? Ja, also es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, ein bisschen. Andererseits muss ich sagen, ist es auch recht schön. So, jetzt geht Sommer, Frühling, Hammer. Mit den Blümchen drauf natürlich. Aber wie gesagt, frühlingshafter kann es nicht sein. Und ja, also es ist dementsprechend gäbig. Es hat hier oben so 2 Henkel. Der ist so zum Tragen. Und hier kann man dran ziehen. Und tada! Da entsteht eine Tasche daraus. Also wirklich so eine Schultertasche, was auch recht geil ist. Aber die werden wahrscheinlich eher einfach als Rucksack benutzen. Und er ist tatsächlich auch schon rege in Gebrauch. 2 Fächer. Das da unten ist nur Fake. 2 Fächer. Oh, wo ist das hier? Und das ist recht gross, muss ich sagen. Und hier jetzt noch mal so ein kleines Ding. Das habe ich zwar noch nicht gebraucht.
brauche es auch nicht wirklich. Auch für mich. Und das ist mehr so, ja, eben für ein Notizbüchlein oder so, Kugelschreiber, Ladekabel. Und wie schon erwähnt, habe ich die auch schon wirklich gebraucht. Und für was? Das ja, könnt ihr sonst gerne im Video nachschauen. Ich habe nämlich die für meine Vlogger-Ausrüstung gekauft, hauptsächlich. Also ich werde sie sicher noch für anderes brauchen. Aber ja, meine Vlogger-Ausrüstung ist im Fall super. Schaut dieses Video auf meinem anderen Kanal. Viel Spass damit. Und sie ist übrigens, ich habe sie auf Zalando gekauft, also bestellt. Es ist von River Island und sie hat 43 Franken gekostet. Ist natürlich nicht Leder, schön wär's, Kunstleder. Aber heutzutage bei diesen ganzen Michael Kors Taschen, wo man ja eh nicht sieht, dass es Leder ist, obwohl es ist, aber man kann meinen, es sei nicht, spielt das auch absolut überhaupt keine Rolle. Was auch im anderen Video vorkommt von Vlogger-Taschen, das ist unter anderem die Tasche, also das Etui hier, die ich auch im H&M gekauft habe. Ich glaube, es hat knapp 10 Franken gekostet. Es ist Lizard Hood, Mann, es ist so geil. Und drinnen habe ich noch ein kleineres. Oh mein Gott, look mal how shiny! Es ist so shiny, es ist so schön und das hat, ich glaube, 7 Franken gekostet. Auch im H&M natürlich. Aber hier, man hört, ist etwas drin. Man kann es natürlich für anderes brauchen. Ich habe so eins noch so in Mermaid Grün, wo ich so immer mit dabei habe, wo ich so Notfallsachen drin habe. Und das brauche ich jetzt aber für mein Video-Equipment, genau wie das. Da hier auch kann man natürlich auch für die Schuhe verwenden oder so, aber ja, ich gehe nicht mit Schuhen, von dem her, jedem das sein. Das ist so das, was ich mir in letzter Zeit angeschafft habe. Das meiste habe ich wirklich einfach auch gebraucht und die anderen sind natürlich so ein bisschen für das Herzchen, die einem auch gut tun. Ich bin nicht so mega Shopperin, werdet ihr vielleicht auch sehen, es gibt nicht auch viele Hauls hier, aber ich werde es definitiv ab und zu machen. Und ja, von dem her, ich würde sagen, that's it, das war's. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht habt ihr so das eine oder andere gesehen und das denkt so, muss ich auch haben. Und ja, dann hoffe ich für euch, dass es das noch gibt, das Zeug. Und ja, das war es in dem Fall. Lasst einen Daumen gegen oben da, denkt das Karma. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video am nächsten Freitag. Bis dann, tschüss!